Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch Gurden. Jetzt Kasperl. Tja, das Wichtigste zuerst. Ich habe gerade im Discord erfahren, dass das Urteil gegen Rainer wohl jetzt rechtskräftig ist. Sprich, die Revision hat leider keine Änderung hervorgebracht, sondern das Urteil 1 Jahr Bewährungsstrafe mit 2 Jahren Bewährungszeit steht. Zumindest so lange, bis er es geschafft hat, sich das nächste Mal irgendwie vor Gericht einzufinden. Was mit Sicherheit kommt. Ich freue mich drauf. Und nachdem wir das geklärt haben, Rainer hat einen Podcast ins Internet gepimmelt. Das hat er schon gestern gemacht. Ich habe gestern keine Zeit gehabt. Deswegen geben wir uns das jetzt. Ich hätte immer gedacht, ein Podcast besteht daraus, dass mehrere Leute miteinander reden. Bitte korrigiert mich, wenn das auch solo geht. Weil ich nicht verstehe, was seine Laberstreams und Labervideos dann ansonsten von diesem Podcast unterscheidet. Ob es jetzt vielleicht daran liegt, weil es geht anscheinend um die Vergangenheit. Das ist ganz wichtig. Ja, also ich habe mir die Chance noch nicht gegeben. Ich habe Drachenlord Podcast Folge 1 Geburt und Leben als Kleinkind. Rainer takes a trip down memory lane. Die guten alten Zeiten. Ich erhoffe mir davon, dass es weniger Wut erzeugend ist, wie die letzten anderen Sachen, die er so gebracht hat. Ich erhoffe mir ein bisschen dullihafte Lügerei über damals, ja, als das Leben noch in Ordnung war, die Löwen noch durch die Altschauerberger Prärie gestreift sind und Rudi abends das Elfenbein nach Hause gebracht hat. Da würde ich mich darauf freuen. Da werden wieder hanebüchene Lügen kommen, aber wenigstens, wenn das Thema die Hater und systematische Zerstörung mal nicht angeschnitten wird, fände ich das mal erfrischend. Weil, sind wir mal ehrlich, die letzten Videos, die wir vom Ding gekriegt haben, waren alles derselbe Käse, nur dass er immer ranzliger geworden ist. Jedes Mal, ja, mein Führerschein ist weg, mein Haus ist weg, die haben mich gezwungen. Jedes Mal ist es Hanebüchner geworden. Wer ihn da alles irgendwie zerstören will. Aufrufe an die Regierung, ihr habt das alles mitbekommen. Dementsprechend, da ist der mal nicht lang umeinander. Und gehen wir einer in Rainer. Metal Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Metal, du mich auch, aber du hast Metal-Verbot, Rainer. Nicht vergessen, Metal-Verbot. Heute mit einem neuen Projekt. Ein Projekt, das im Idealfall wirklich wieder alle paar Tage kommen soll. Ja. Kennen wir, wissen wir. Wahrheit und Lüge war auch so ein Ding, Anfang Januar noch. Ja, das kommt jetzt regelmäßig. Lalalala. Das, wenn davon noch eine zweite Folge kommt, dann ist viel. Ich glaube, dass es bei der hier bleibt. Ich habe schon mehrere Folgen geplant. Ich weiß gar nicht, wie viele. Es sind auf jeden Fall etliche. Mehr als 2 Dutzend dürften es sein. Er hat geplant. Er hat mehrere Folgen geplant, aber er weiß nicht, wie viele. Rainer, wenn du das geplant hättest, wüsstest du, wie viele, weil dann hättest du vor dir einen Plan, wo drauf steht, wie viele. Das ist eigentlich die wichtigste Information bei so einem Plan. Aber wir wissen es. Ja? Wir wissen es, wenn er was plant. Er hat ja auch behauptet, er konnte zwischen dem Prozess im Oktober und seinem endgültigen Auszug aus der Schanze konnte er nichts machen. Er konnte sich um nichts kümmern, weil er ja so sehr planen musste, seinen Auszug, Roadtrip, je nachdem, welche Lüge gerade aktuell ist.
Im Übrigen hier den Döner-Dullikopf, den packe ich jetzt jedes Mal über seinen kreisligen Drachenlogo-Scheißdreck, damit er nicht behaupten kann, man hätte ihm sein Drachenlogo geklaut. Sein. Oder fast 2 Dutzend. Und schreibt mir mal unten rein, wie viele von den 2 Dutzend glaubt ihr, dass wir bekommen? Also, es ist eine Zahl zwischen 1 und 24. Ich würde eher in die einstellige Richtung tendieren. Es geht bei diesem Projekt um einen Podcast. Zunächst mal kurz zusammengefasst, es soll um einen Podcast gehen, der über mein Leben geht. Ihr kennt ja bestimmt sowas wie eine Biografie oder Audiobiografie. Sowas in die Richtung würde es auch werden. Nur, dass ich das über mich selbst mache. Dann wird es halt voll mit Lügen sein. Ja, eigentlich macht eine Biografie, schreibt ihr normalerweise eine dritte Person über jemanden. Oder eine zweite Person, eine andere Person, wie auch immer. Ja, aber die wissen alle nur 2% von deinem Leben, deswegen, du bist der Einzige, der es wahrheitsgetreu wiedergeben kann. Ich freue mich drauf. Das wird lustig. Ich glaube, das wäre der Spaß. Aber ich in meinem Fall mache das jetzt selbst. Ich überlege auch, ob ich noch ein Buch dazu rausbringe. Ja, bitte, Rainer, bitte, das wäre Quizzer Bestseller. Wo ich vielleicht hier und da nochmal anders das Ganze zusammenfasse oder das nochmal anders wiedergebe. Ja. Er will die Bibliothek, jetzt hier den Podcast und dann will er ein Buch schreiben, wo es nochmal anders drin steht. Da kann man sich dann praktisch aussuchen, welcher Lebenslauf einem besser gefällt. So. Ist hier Biografie A oder Biografie B? Ja, ich bin eher so ein Biografie B-Typ. So, da gefallen mir die Märchen über die Löwen besser. Ja, ich fand Biografie A viel besser. Da ist er mir als Held rausgekommen. Dann würde ich eigentlich auch schon fast loslegen. Ich möchte nur kurz noch an dieser Stelle anmerken. Oh ja, ich möchte auch noch kurz was anmerken. Wir schauen uns das, beziehungsweise wir hören uns das natürlich wie immer beim Spiegellord an. Falls ihr mein Dulli-Gelaber nicht hören wollt, ich verlinke euch das nochmal unten. Die heutige Folge wird vermutlich ein bisschen eine Ausnahmefolge werden, weil ich in dieser Weil es die einzige wird. Folge auch mal ein bisschen über das Projekt als solches sprechen möchte. Zum Beispiel, ich habe mehrere Themen aufgeschrieben und ich werde euch heute mal so erzählen, wie die jeweiligen Folgen heißen sollen. Es kann sein, das weiß ich jetzt im Vorfeld beim Aufnehmen noch nicht, ob die heutige Folge noch anders heißt wie die erste Folge, die im Podcast angegeben wird. Es könnte sein, dass es sowas wie Podcast-Information oder Beginn der Podcast-Serie Drachenlord oder irgendwas in die Richtung sein wird. Rainer, du musst nicht erklären, wie der Podcast heißen wird, den du gerade aufnimmst, den sich die Leute zu dem Zeitpunkt schon anhören. Denn sie haben den Titel bereits gelesen, als sie da drauf geklickt haben. Es ist vollkommen dumm, einfach, dass man sich dann hinsetzt und so, ja, ich weiß noch nicht, wie ich es nennen soll, vielleicht so, vielleicht aber auch so, es ist vollkommen wurscht, weil zu dem Zeitpunkt, wo die Leute da draufklicken, existiert das Ding schon im Internet und du hast ihm schon einen Titel gegeben. Niemand interessiert sich dafür. Aber mein Plan ist auf jeden Fall, die kommenden Folgen dann wie folgt zu benennen. Von oben nach unten, meine Geburt, Leben und Leben als Kleinkind. Also meine Geburt und Leben als Kleinkind. Dann. Also praktisch von der Geburt bis heute. Weil geistig, sind wir mal ehrlich, hat er sich nicht sonderlich weiterentwickelt seitdem. Meine Zeit im Kindergarten, meine ersten 3 Jahre in der Schule, meine Erlebnisse außerhalb der Schule. Dabei geht es quasi einmal darum, meine Zeit, wie ich in der Schule war und meine Zeit, wie ich aus der Schule raus war, also nach der Schule. Hat er 3 Jahre Schule bloß gemacht? Wirklich. Wundern darf's mir nicht. Das werde ich dann so zusammenfassen. Ich werde natürlich nicht jeden Tag für Tag erzählen, sondern ich werde so ein bisschen meine Erlebnisse im Allgemeinen zusammenfassen. Ja, Rainer, niemand erwartet, dass du das Tag für Tag wiedergibst, weil du sicherlich kein eidetisches Gedächtnis hast, in dem du dich an jeden Tag in deinem Leben im Detail erinnern kannst. Und so mich dazu äußern, meine Empfindungen, wie ich mich gefühlt habe und so weiter. Dann
möchte ich hier an der Stelle noch anmerken, bevor wir weitermachen. Wenn ihr Ideen habt, Fragen habt oder irgendwelche speziellen Themen gerne hättet, Dann könnt ihr reinschreiben, dann holt ihr euch erstmal einen Anschiss von ihm ab, weil von euch lässt er euch nämlich gar nichts sagen. Das ist Ideen und dann wir kennen es doch jedes Mal, dann heißt es wieder, ja, wenn ihr Ideen habt, Fragen, wenn ihr irgendwas besonders gerne wissen wollt, dann bloß raus damit. Dann kommen die Ideen und die Fragen und dann werden einem die digitalen Prügeln ausgeschmissen. die ihr in einen kleinen Satz mit 5 bis 6 Worten zusammenfassen könnt, wie ich es hier auch gemacht habe, dass man das als Titel verwenden kann, dann könnt ihr das mir gerne in die Kommentare schreiben und ich werde mir das gerne anschauen und eventuell. Wie sollen die das in einen kleinen Satz mit 5 bis 6 Worten? Rainer, das ist dein Job. Die stellen dir eine Frage. Du denkst, okay, die Frage ist interessant. Da mache ich einen Unterpunkt draus und dann musst du aus dieser Frage, aus dem Kontext, musst du deine eigene Überschrift für den Unterpunkt schreiben. Das ist deine Arbeit. Jetzt sollen sie ihm auch noch seine Scheiße schreiben. Das kannst du dir nicht ausdenken. An den entsprechenden Jahrespunkten dann die jeweilige Punktzahl einfügen. Zum Beispiel mal mein erster Kuss und so weiter und so fort. Wobei. Rainer, den haben wir gesehen, den hast du Anfang April auf YouTube hochgeladen. Da natürlich jetzt das ein bisschen zu detailliert ist, weil wenn man ersten Kuss so zu sprechen als solches ist ja auch nicht so einfach, weil es ist ja im Prinzip keine Zeit für einen Podcast. Es sollte also schon ein Thema sein, was über meine Zeit vom Podcast ist, wie zum Beispiel, das wäre jetzt das, wo es weitergeht, meine Zeit in der 3. bis 6. Klasse. Was labert der da für einen unzusammenhängenden Bullshit schon wieder? Rainer, das ist ein Podcast über dein frühes Leben. Raus mit der Geschichte. Ja, also ist hier über meinen ersten, aber das ist jetzt hier nicht für einen Podcast, also doch für einen Podcast, also zum Beispiel jetzt mit der Schule und so. Der hat null Plan. Da schreibe ich mal kurz das Intro hin. Zack, zack, zack. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt hier so ein Dulli-Kram, wo ich euch über mein Leben erzähle, so von Anfang an, so ein bisschen biografisch. Und ich fange heute an mit Geburt und Kleinkind, so Kindergartenzeit. Boom. Auf geht's, rein damit. Das dauert 30 Sekunden und dann kannst du verzählen anfangen. Der ganze andere Schmarrn, wie du das benennen willst und der andere Stuss, interessiert keinen Menschen. Kommt zu Potte, Kollege. Meine Zeit mit besonderen Menschen. Da gehe ich speziell auf die Zeit ein, in der ich in der Schule mit Menschen zu tun hatte, die mit Behinderungen zu tun hatten. Ich glaube, Leute, die über so eine Zeit reden, wo sie die denken auch oft an Rainer. Da ich mit solchen Menschen aufgewachsen bin, die von körperlich bis zu geistiger Behinderung, eigentlich war da alles dabei. Ja, jede Nacht hat einer in seinem Bett geschlafen von den Leuten. Meine Schulzeit von der 7. bis zur 9. Klasse, der Tod meiner Großmutter, der Tod meines Vaters, warum ich alleine bin, die ersten Jahre mit YouTube. Rainer, warum du alleine bist, das kann ich doch erzählen. Das wirst du nicht hören wollen, aber ich kann es da schon sagen. Weil du nämlich einen schlechten Charakter hast. Und hygienisch vollkommen unmöglich bist. Und das war's. Ach ja, und das Offensichtliche. Die Zeit ohne Strom. Das war zum Beispiel auch der Wunsch von einer Person noch, dass ich das mit einbaue, weil die das persönlich interessiert hat. Die Zeit von YouTube, also wie meine Zeit mit YouTube dann verlaufen ist in der Zeit. Oh, das wissen wir sehr gut, Rainer. Im Übrigen, du brauchst eigentlich ab da, wo du mit YouTube angefangen hast, brauchst du eigentlich gar nicht mehr weitermachen. Ab da kannst du eigentlich bloß noch die Videos verlinken von Der Einzige. Im Übrigen, wer es noch nicht kennt, Der Einzige, großartiger Kanal. Shoutouts, der hat sich da sehr, sehr viel Mühe gegeben und gibt schon seit langer Zeit, ich glaube seit Herbst letzten Jahres, wöchentlich mettelt der ein Video raus, um praktisch einfach die Geschichte des Drachenlords wiederzugeben. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Ja, da kriegt man auch für die Leute, die spät ins Game eingestiegen sind, einen sehr, sehr guten Überblick, was passiert ist über die ganzen Jahre. Gönnt euch das. Wo ich angefangen habe, bis zu der Zeit, wo ich dann weitergemacht habe.
meine Ansicht über YouTube. YouTube, da wo ich angefangen habe, bis da, wo ich weitergemacht habe. Alter, er veradelt sich schon wieder. Das heißt, alles so ein bisschen die Zusammenfassung, was ich von diesen einzelnen Menschen halte, beziehungsweise was ich von diesen einzelnen Menschen mitbekommen habe. Und ich glaube, genau darum geht's. Ich glaube, das will er dann im Endeffekt. Er will wahrscheinlich erst einmal ein bisschen. Hier, ich war so ein armes Kind und uns ist so schlecht gegangen und in der Schule haben es mich alle gemobbt, etc. Und dann kommt er relativ schnell dann wieder zu den Fabeln. Von wie er mit YouTube warum er mit YouTube angefangen hat, weil wir wissen, er wollte ja nie Geld damit verdienen. Bla 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 bla. Und dann geht's los und dann, dass er wieder über andere YouTuber herziehen kann, weil er festgestellt hat, das hat ihm das letzte Mal so viel Spaß gemacht. Meine Ansichten über Hater, meine Ansichten über Fans, meine Ansichten über Zuschauer, das sind jeweils 3 einzelne Punkte, die jeweils einen Titel eines Videos beinhalten. Also meine Ansichten über Hater ist ein Video, meine Ansicht über Fans ist ein Video und meine Rainer, deine Ansichten über Hater sind fast alle deine Videos. Ansicht über Zuschauer ist ein Video. Da werde ich jeweils ein Video drüber machen, beziehungsweise eine Podcast-Folge. Und dann zu guter Letzt haben wir noch meine Ansicht über mich und YouTube, meine Lebenseinstellung, also wie ich zu meiner Lebenseinstellung gekommen bin, werdet ihr bis dahin wahrscheinlich schon erfahren haben, aber das werde ich dann nochmal zusammenfassen. Mein Leben und wie ich es sehe. Also so die Zusammenfassung, wie sich mein Leben von da bis da entwickelt hat und wie ich mich selbst in diesem Leben einordne. Und zu guter Letzt dann die letzte Folge wird wahrscheinlich sein, würde ich mein Leben jemals bis, was? Achso, da habe ich mich Was? geschrieben. Würde ich mein Leben jemals resetten? So. Nee, würde er nicht, weil er dafür nicht clever genug ist. Ich glaube, er ist wirklich der Meinung, er hat sein Leben optimal geführt und daran, dass es im Eimer ist, sind andere schuld. Ich zum Beispiel, wenn ich die Möglichkeit hätte, jetzt mit meinem jetzigen Wissen und meinem jetzigen Verstand nochmal bei, keine Ahnung, 10 Jahren irgendwie in der 5. Klasse anzufangen, da würde ich sofort machen. Sofort. Hätte ich Bock drauf, ganz ehrlich. Das ist quasi erst einmal der Zusammenhang. Es hat auch noch jemand mich darum gebeten, doch nicht vielleicht das Thema zu nehmen, meine Zeit nach dem Auszug vom Haus oder meine Zeit jetzt nach dem Auszug. Da ich aber noch in dieser Zeit bin, kann ich schlecht über diese Zeit reden. Wie das zu dem Zeit, wenn die Folge rauskommt, dann aussieht, das weiß ich bis jetzt noch nicht. Aber man kann es. Plan nicht so weit vor, mach keine so großen Ankündigungen. Weiter mit der Geschichte. Natürlich gerne ansprechen. Ich werde in vielen Folgen sehr viel abschweifen, also wir werden über sehr viele Themen sprechen. Reini wird abschweifen. Nein. Echt? Oh. Er schweift seit 6 Minuten ab vom eigentlichen Thema. Meine erste Freundin zum Beispiel fällt in die Zeit zwischen Mitte März und Mitte April 2022, Rainer. In der 3. und der 6. Klasse. Ja. Oh, es geht schon wieder los. Mein erster Kuss fällt in die Zeit zwischen den Mitte März und Mitte April 2022. 7. und der 9. Klasse. Und so weiter und so fort. Also es gibt viele Punkte, die sich mit anderen Punkten eventuell überschneiden. Rainer, ich bezweifle, dass du jemals in einer 9. Klasse warst. Du warst vielleicht zum 4. Mal in der 6. Klasse, das kann gut sein, aber. Der Tod meiner Großmutter, der Tod meines Vaters, warum ich alleine bin, das sind alles so Sachen, die sich auch ein bisschen überschneiden. Ich werde mal gucken, was sich da ergeben wird. Vielleicht wird es eine Folge, wo ich über 2 Tode spreche, oder vielleicht wird es eine Folge für jeden sein, oder vielleicht wird es was ganz anderes werden in die Richtung. Ich weiß es noch nicht. Ja, müssen wir mal schauen, wissen wir noch nicht. Wenn noch ein geschissen hat, hat er einen Hosen gekriegt. Das ist im Moment natürlich nur der grobe Grundriss.
Die Folge heute soll vor allem eigentlich um meine Geburt und mein Leben als Kleinkind sein. Rainer, hau raus, wie war's denn so bei deiner Geburt? Wie gut kannst du dich da noch dran erinnern? Auch dein Leben als Kleinkind, das interessiert mich brutal. Was, was soll ich denn da sagen? Ja, war ja klar und hab in die Hosen geschissen, das mache ich halt auch noch. Ähm, Zunächst mal, wie bei so vielen Menschen, ist es natürlich so, dass ich mich heutzutage nicht mehr an mein Leben erinnere als Kleinkind. Ja, bei allen Menschen, Rainer. Bei allen. Oder so gut wie gar nicht. Ich habe noch bruchstückhafte Erinnerungen. Zum Beispiel weiß ich noch, dass ich gerne durch den Hof gerannt bin mit Freunden und mit Nachbarskindern, und dann haben wir immer da Fangen gespielt, wir haben Verstecken gespielt. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass die kleine Garage, die ihr ja vielleicht alle kennt, die neben der großen Garage steht, die mit der Fenster und der Tür, das war ursprünglich meine Garage, und da davor, bevor die da stand, stand da eine Holzhütte. Die, ja, die hatte im Prinzip, war die nur mit Latten zusammengenagelt. Ja, Holzhütte, Rainer. Wir haben es begriffen. War ziemlich brüchig und ist leicht kaputt gegangen. Da war Reisig dabei. Da haben wir als Kinder immer das Reisig geholt. Für die Leute, die nicht wissen, was Reisig ist, das sind quasi. Oh hey, der Rainer, die Leute wissen was. Er hält die anderen Leute für die Vollidioten. Für die Leute, die nicht wissen, was Reisig ist, Alter. Zerhackte Holzzweige und so weiter, die man zum Anschüren, also zum Ofen anzünden benutzt hat. Bei uns, weil wir alles mit Holzöfen gemacht haben damals. Und ich erinnere mich, dass da früher immer das ganze Reisig, wie man es nennt, drinnen war. Und wir haben als Kinder da drin immer Verstecken gespielt und sind da rumgerannt und haben da auch als Kinder dann immer mit so einem Holzkorb sind wir da reingegangen, haben dann das ganze Reisig geholt, haben das dann ins Haus gebracht, damit die Eltern das anschüren konnten. Und da haben wir schon als kleine Kinder mitgeholfen. Ähm, Wir hatten Hasen, Enten, Tauben. Früher hatten wir sehr, sehr viele Schafe. Also als ich klein war, wir hatten, ich weiß gar nicht, wie groß die Herden zwischendurch war. Ich habe noch irgendwo, oder ich hatte lange Zeit noch irgendwo Bilder von meiner Großmutter mit einem Lamm auf dem Arm, hinten in der Scheune, wo das Schaf eingezäunt war. Und da hatte die quasi das Lamm auf dem Arm. Hoffentlich war es ein stabiler Zaun, nicht, dass die Löwen vom Nachbarn sich da mal ein Schaf gerissen hätten oder so. Wenn das Mutterschaf hinten in der Ecke war. Ich weiß noch, dass dieses Schaf damals für mich so ganz cool drauf war, weil das war so die Mama. Das war so das Mamaschaf. Die hat nahezu jedes Babyschaf, das wir hatten, kam von ihr so. Ähm, Dann kann die Herde so groß nicht gewesen sein. Natürlich, ich bin als typischer Bauer aufgewachsen und Ja. geboren. Das heißt, ich bin jetzt nicht irgendwie mit der goldenen Flasche im Mund geboren. Ich bin jetzt. Was ist denn das für ein Spruch mit der goldenen Flasche im Mund? Der Spruch nicht irgendwie mit dem Silberlöffel im Mund geboren? Das ist doch. Aber er und seine Vergewaltigung sämtlicher Redensarten der deutschen Sprache kennen wir wieder. Nicht alle Waffeln an der Latte und nicht mehr mit einer goldenen Flasche im Mund geboren. Nicht mit einem schwarzen Luan im Arsch geboren worden. Ne? Ist nicht irgendwie jemand, der sein ganzes Leben damit in der Stadt verbracht hat oder so. Für uns, wir wissen, in der Stadt, da leben bloß reiche Leid. uns hieß es von Anfang an, friss oder stirb. Und du hast dich sehr deutlich gegen Sterben entschieden. Oder vielleicht hat Rainer das falsch verstanden und der hat sich gedacht, friss bis du stirbst. Und das ist bis heute sein Lebensmotto. Man weiß es nicht. Wobei das jetzt so nicht ganz richtig ist. Aber für uns, wo wir auf dem Land aufgewachsen sind, das gilt für mich, das gilt für die Nachbarn und das gilt für andere, die auf dem Land aufgewachsen sind, die das mit Sicherheit auch kennen. Für uns ist es ganz normal, dass ein Tier zum Essen da ist. So. Ja, Rainer, für dich ist alles zum Essen da. Wie gesagt, ich bin auch jemand, der sehr gerne Fleisch isst und so. Ich versuche es in letzter Zeit ein bisschen zu reduzieren, aber man kennt es ja. Es ist halt einfach bloß vegetarisch kochen beschränkt einen ein wenig in seiner
Kreativität lässt sich halt mit Fleisch viel machen. Ne? Und aber Tiere sind grundsätzlich nur zum Essen da, ist halt auch wieder so eine Bauernaussage. Ja? Also zum Beispiel eine Katze ist jetzt nicht unbedingt zum Essen da, da die mal sagen. Ein Hund vielleicht auch nicht. Schaf, ja. Rindviech, ja. Aber die haben auch, außer dass man sie essen kann, auch noch anderen Nutzen. Also man kann auch Schafe halten, ohne dass man sie frisst, Rainer. Just say. Also wir sind damit aufgewachsen, dass wir einen Hasen, den wir heute auf dem Arm haben, morgen auf dem Teller haben. Das ist für uns ganz normal und nichts Ungewöhnliches gewesen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht daran, dass ich jemals deswegen rumgeheult hätte. Ich weiß gar nicht, wie. Rainer, das liegt daran, dass du absolut empathielos bist. Natürlich hast du deswegen nicht rumgeheult. Der Einzige, dessen Leid dir was bedeutet, bist du. Wenn, ich weiß nicht, ein Hasen, mit dem ich irgendwie auf dem Schoß gehabt hätte und gestreichelt hätte und sowas, den hätte ich nicht essen können. Hätte ich nicht essen können, glaube ich nicht. Wie ich das anders beschreiben soll. Also im Prinzip ist es so, dass das für mich immer ein ganz normaler Teil des Lebens war, der Tod. Wir hatten damals einen Hund, Molly. Da war es auch ganz normal. Am nächsten Tag auf dem Teller. Diesen Hund hatten meine Eltern gekauft, eigentlich noch bevor ich auf der Welt war, glaube ich. Und meine Mutter hat immer eine Geschichte erzählt zu dem Hund. Und zwar war es so, mein Vater hatte einen Käfig gebaut, beziehungsweise eine Hundehütte und so weiter und das Ganze umzäunt, damit der Hund halt da nicht Und dann ist ihm aufgefallen, scheiße, wir haben gar keinen Hund. Und dann hat er Hund her müssen. immer über den ganzen Hof rennt und vielleicht abhaut oder so. Also hat er da so einen kleinen Käfig gebaut. Jetzt war der Hund aber so klein ursprünglich, war ein Mischlingshund, für die es interessiert, war komplett weiß mit schwarzen Flecken und hatte genau auf dem Rücken einen schwarzen Fleck, sah aus wie ein Sattel. Also ne, war vorne zum Hals hin so ein Oval und hinten gerade runter. Weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es sah halt aus wie ein Sattel. Und nein, ich habe den Hund nicht geritten, weil Das wäre jetzt. Da hat er mich gekriegt, der Reineli. Das wäre jetzt tatsächlich die Richtung gewesen, in die ich gegangen wäre. Chapeau. es gleich bestimmt wieder als Aussage kommen würde. Meine Güte, Leute. Mit dem Ist ja klar. Den Hund reitet, kann man ja nicht ficken. Meine Mutter hat die Story immer erzählt, dass sie, als sie den Hund gekauft haben und ihn dann in den Zwinger gebracht haben und dann dazu gemacht haben, haben sie sich umgedreht und dann stand der Hund schon vor ihnen. Jetzt wissen wir, wo Rainer seine Cleverness her hat. Ich einen Hund in so einen Zwinger reinstelle und der Zaun außenrum halt Lücken hat, die breiter sind wie der Hund und mich danach wundere, warum der Hund da nicht drin bleibt. Ja. Ach ja, dieser ausufernde Intellekt liegt wohl in der Familie. Der Hund war damit so klein, dass er sich durch die viereckigen, ja, im Prinzip, ich weiß nicht, ob jemand von euch Baustahl etwas sagt. Baustahl ist, Erst erklärt er Reisig, jetzt erklärt er Baustahl. Was erklärt der als nächstes? Ja, ich weiß nicht, das ist schwarze Zeug, schwarz-dunkelgraues Zeug. Draußen auf dem Boden, wo die Autos drüber, Asphalt, genau. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Also das kann man praktisch auf den Boden packen und wenn das dann ausgehärtet ist, dann können da Autos drüber fahren. Normalerweise eine Art Metallgitter, was man normalerweise einbetoniert. Also sprich, wenn der Betonmischer kommt, um zum Beispiel ein Bodenfundament zu legen, dann kommen diese Metallgitter auf den Boden und dann werden die quasi als zusätzliche Stütze für den Beton benutzt. Und aus sowas hat mein Vater den Hundezwinger gebaut. Und der Hund war damals so klein, dass sie sich da durchzwingen konnte. Als ich dann zur Welt gekommen bin, ich glaube, da gibt es irgendwo ein Foto,
Als ich dann zur Welt gekommen bin, hat auch meine Hündin oder die Hündin damals auch Welpen geworfen. Ich weiß. Scheiße. Und dann haben sie es verwechselt. Reiners Eltern haben einen von den Welpen großgezogen. Nicht genau, wie das dazu gekommen ist, aber so oder so haben die halt damals dann auch, haben wir dann damals Hundewelpen gehabt. Rainer, wie das dazu gekommen ist, dass die Welpen gekriegt hat, geh mal in eine Schule in deiner Nähe und frag, ob du ein Biologiebuch aus der 5. Klasse kriegst. Und da ist das beschrieben. Es gibt Kannst auch googeln. Bilder von mir, wo ich im Kinderwagen sitze und da mit den Hundewelpen spiele. Aber ich erinnere mich an diese Zeit auch gar nicht. Ich kenne das alles auch nur von Bildern. Woran ich mich erinnere, ist, dass der Hund. Dass sie dem Rainer auch damals schon einen Schnitzel um den Hals hängen mussten, damit der Hund mit ihm gespielt hat. Wir den Hund früher öfter mal dann spazieren führen wollten. Das muss man dazu sagen. Entschuldigt, hier quietscht die ganze Zeit der Stuhl. Ja, der hält dein Gewicht nicht aus, Rainer. Jetzt muss man dazu sagen, dass der Hund damals sehr groß war für uns als Kinder. Nein. Ein großer Hund für ein kleines Kind ist groß. Wow. Und auch ich schon immer und auch damals schon ein sehr großer Schisser war. Also jetzt, heutzutage bin ich es nicht mehr. Nein. Natürlich nicht, Rainer. Nicht mehr so. Aber als Kind war das für mich irgendwie ganz schrecklich, dem Hund am Maul zu nahe zu kommen. Ich habe sie gerne gestreichelt und alles, aber nur, wenn ich keine Angst haben musste, dass sie mich vielleicht zwickt oder beißt oder so. Ich weiß auch nicht, ob sie das je gemacht hat und ich daher vielleicht diese Angst habe. Ich erinnere mich nicht daran, dass mich je ein Hund gebissen hätte. Zumindest jetzt nichts, was ich als ernsthaften Biss bezeichnen würde. Aber irgendwie kommt es, dass ich schon als kleines Kind wusste, oh je, ein Hund ist ein Raubtier ist gefährlich, ich muss vorsichtig sein. Ja, hä? Das weiß jedes Kind, wenn irgendwas mit fletschenden Zähnen. Genau. Und ich erinnere mich noch, dass wir da als Kinder immer sehr viel mit dem Hund gespielt haben, aber trotzdem ich immer Angst hatte. Wir hatten hinten im Garten ein Klettergerüst. Das hatte mein Vater selbst gebaut. Ähm, Er hat im Prinzip einfach ein riesiges Klettergerüst selbst zusammengeschweißt, als wir zur Welt gekommen sind, oder besser gesagt, als ich zur Welt gekommen bin. Und unser Garten hinten, da wo der Pool stand, vielleicht weiß der eine oder andere, was ich meine, da hinten war ursprünglich ja, einfach eine kleine Gartenfläche mit einem Sandkasten und ursprünglich war der Sandkasten nicht im Garten, sondern war etwas weiter hinten an der kleinen Hütte. Da steht jetzt eine kleine Hütte, da war ursprünglich bloß die Hütte gestanden und nicht das eingezäunte Gelände daneben. Und da war ursprünglich der Sandkasten drauf. So. Später hat mein Vater dann aus Holz einen Rahmen zusammengebastelt und hat dann da den Sand rein. Praktisch für uns als Kinder war immer, dass unser Vater, ich sage unser Vater, weil ich auch noch eine Schwester habe, unser Vater damals gegangen ist und den Hund, nicht den Hund, Quatsch, den Sand von der Arbeit mitbringen konnte. Er war ja Mischerfahrer und hatte damals ja dann immer die Möglichkeit, einmal so ein paar Eimer Sand oder so mitzunehmen von der Arbeit. Das durfte er auch, das war legal und so, also es war jetzt nichts Illegales. Rudi hat Sand von der Baustelle mitgehen lassen. Das ist wahrscheinlich die ganzen anderen Baumaterialien auch einfach so. Ist er mit dem LKW mal vorbei und hat er mal abgeladen. Schön, schön, schön. Aber er hatte da mal, weiß nicht, so 4, 5 Eimer Sand mitgebracht und so, und das durfte er auch kostenlos mitnehmen. Und da haben wir halt immer so ein bisschen Sand zu Hause gehabt. Das muss man natürlich dazu sagen, das ist nicht dieser klassische weiße Sand, den man heutzutage gerne auf Spielplätzen oder in Kindergärten hat. Nee, die haben noch mit dem richtigen Sand spielen müssen. Hier,
die verwöhnten Plagen von heute mit ihrem sauberen Sand. Ja, bei uns war auch Katzenscheiße drin. Sondern es ist so ein richtiger Bausand. Also sprich, so richtig großer gelber Sand, so grobkörniger Sand. Hat uns aber als Kinder nicht wirklich gestört, weil, ganz ehrlich, wir hatten einen riesigen Sandkasten. Schmeckt eh besser. Kaum jemand oder eigentlich niemand von unseren Kindern in der Nachbarschaft hatte eigentlich einen Sandkasten, nur wir. Und wir hatten einen so großen Sandkasten, dass man da halt eigentlich immer locker schön zusammen spielen konnte. Da flext er jetzt. Damit, dass sie den größten Sandkasten hatten. Weil Rudi in der Arbeit Sand klauen konnte. Warum hat euch nicht gleich irgendwie so eine kleine Lagune gebaut? Was, mit so einem Strand außenrum und eine Palme gepflanzt? Was ich mich noch erinnere, ist, dass wir als Kinder gerne Dämme gebaut haben. Wir haben da in der Nähe an der Hauswand einen Wasserschlauch gehabt, beziehungsweise einen Wasserhahn. Da sind wir als Kinder immer hin, haben wir entweder einen Eimer oder irgendwas voller Wasser gemacht und haben dann oben im Sandkasten, weil es ging so ein Gefälle im Sandkasten, also es war so ein leichter Hügel, wo es runterging, da war der Sandkasten drauf und dann ging quasi und da war auch unten drunter einfach nur Erde. Und da ist der Sand, haben wir oben das Wasser reingeschüttet, da war oben so eine kleine Nische, da haben wir Wasser reingeschüttet und dann haben wir quasi das Wasser durch den ganzen Sandkasten geleitet, haben so ein kleines Flussbett gebaut und alles so Zeug. War richtig, richtig cool und hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, Richtig, richtig geil. ich weiß jetzt nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt schon im Kindergarten war oder nicht. Das erinnere ich mich heutzutage nicht mehr dran. Aber da ich im nächsten Punkt ja speziell auf den Kindergarten eingehen möchte, werde ich das jetzt einfach so ein bisschen miterzählen, alles, was zu Hause war. Okay, was noch? Ich erinnere mich an viele, viele Erlebnisse. Wir waren als Kinder sehr viel mit der Mutter und Nachbarn und Nachbarskindern, waren Jetzt kommt's, die Löwen. Bitte. Bitte die Löwen. wir sehr oft auf Ausflügen, so Tagesausflügen. Das war dann aber auch eigentlich größtenteils schon in der Schule. Da waren wir dann oft so auf Ausflügen mit so Maisfeldern. Rainer, dann pack das doch in das Video mit der Schule. Du wolltest doch jetzt Geburt und Kleinkind und Kindergarten machen. Er hat das geplant, hat er heute noch gesagt. Ja? Er hat sich einen Plan gemacht. So, ich weiß nicht, ob das jemand was sagt, so Labyrinth-Maisfelder. Dazu komme ich dann aber in einem späteren Video mal zu sprechen, oder Ja, warum fängst du dann jetzt davon an? in einem späteren Podcast. Ja, ich denke, das dürfte es jetzt ziemlich gewesen sein. Jetzt kommen wir noch kurz zu einem Punkt, der mir sehr wichtig ist. Das möchte ich eigentlich immer so ein bisschen am Ende vom Video. Ich weiß noch nicht, wie ich einen Aufbau mache. Ich mache das hier alles frei Schnauze. Ich habe kein Skript und gar nichts. Ich weiß nur, worüber ich reden will, aber nicht, wie ich das alles mache. Aber was ich auf jeden Fall machen möchte, ich möchte hier kurz am Ende vom Video immer, vielleicht mache ich das in späteren Videos auch mal zwischendurch, aussagen, wie ich mich so gefühlt habe, wie mein emotionaler Zustand war. Ich erinnere mich als Kleinkind natürlich sehr wenig daran. Ich erinnere mich, dass meine Mutter mich mal, also ich erinnere mich daran nicht, ich weiß nur, dass es meine Mutter immer erzählt hat, sie hat mich mal als Kind im Auto vergessen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das ist anders als heutzutage. Damals musste man halt einfach nur den Knopf drücken und dann hat man die Tür zugeschlagen und dann war das Auto zugeschlossen. Heutzutage funktioniert das ja so normalerweise gar nicht mehr. Man muss das Auto ja mit dem Knopf zumachen. Wobei sich Autos auch von alleine abschließen, aber das ist alles wieder so eine komische Sache. Alter, jetzt wird philosophiert darüber, wie Zentralverriegelung beim Auto funktioniert. Ja, du warst im Auto war zu, was ist passiert, Rainer? Weiter mit der Geschichte. Und ich als kleines Kind, ich war da halt drin, ich habe immer sehr viel geschlafen, als Kleinkind und als Baby, soweit ich weiß. Und also mehr als andere Kinder. Und ich habe wirklich nur geschlafen. Ja, das schaut heute nicht anders aus. Und meine Mutter hatte da voll Angst damals, dass sie, bevor sie das Auto aufbekommt, ich aufwachen würde und anfangen würde zu weinen. Aber ich habe da friedlich geschlafen, bis meine Mutter die Tür aufgebracht hat. Echt Angst gehabt, wenn er aufgewacht wäre, so, ey, was machst du auf meinem Hof? Fass mein Auto nicht an, ich schraub da die Arme ab.
Sie war damals bei einer Pferdekoppel, wo sie später dann auch das Pferd gekauft hat. Namen lasse ich natürlich bewusst weg. Ich weiß, wie sie heißen. Also die Personen, wo die Pferdekoppel haben, ich war da sogar vor kurzem, bin ich da mal vorbeigefahren, wo ich noch fahren durfte, versteht sich. Ähm, ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Es ist auf jeden Fall so, dass ich da sehr viel als Kind geschlafen habe und es war da schon sehr viele Sachen davon weiß ich halt auch aus Erzählungen. Zum Beispiel weiß ich, dass der jetzige Real, oder jetzt gibt es ihn ja nicht mehr, in Neustadt an der Aisch gab es früher einen Laden, der hieß Real. Und davor war es der Expert, da davor war es mal, ähm, ach, ich weiß gar nicht, wie es alles heißt. Auf jeden Fall sagt meine Mutter und viele andere, sagen zum Real oder haben immer zum Real BLV gesagt, weil es ursprünglich der BLV war. Und es hat sich irgendwie so etabliert und jeder hat das einfach so gedacht und hat es so gelassen. Ja, das ist super spannend, Rainer. Das ist super spannend. Und deswegen war es dann eben immer der BLV. Und es ist einfach so ein, ja, so ein Laden wie der Real oder wie das Kaufland oder so, einfach ein riesiger Laden, in dem die einfach alle möglichen Arten von Sachen verkauft haben, von DVDs über Spiele, über verschiedene andere Sachen. Und ja, am Ende war es so, dass ich damals, das habe ich schon mal irgendwann erzählt, die Story, und damit möchte ich das Video dann auch beenden. Ich bin damals mit meiner Mutter, mit meiner Tante und ich glaube mit noch irgendjemandem, laut meiner Mutter ihrer Erzählung, waren wir da einkaufen. Und da war eine Frau, das sind ja ab und zu mal, gibt es ja so Stände, die da so ein paar Sachen verschenken, wie Luftballons oder so und kleine Kinder oder irgendwas. Was, die verschenken kleine Kinder? Warte mal. Ab und zu mal gibt es ja so Stände, die da so ein paar Sachen verschenken, wie Luftballons oder so und kleine Kinder oder irgendwas. Ach ja, Rainer, die verschenken kleine Kinder. Und ich weiß. Hast du die passenden Löwen auch mit dazu? Und damals war es auch so, dass ich da eben einen Luftballon geschenkt bekommen habe an einem Stiel. Also es war jetzt keiner, der mit Heißluftballon gefüllt, also der mit Keiner, der mit Heißluftballon gefüllt ist. Oh, Rainer. ne, der mit Lachgas oder was, Lachgas wird nicht gefüllt, mit Helium gefüllt war, meine ich. Also es war keiner, der mit Helium gefüllt war, aber es war halt einer, der halt quasi aufgeblasen war und dann sondern so ein Plastikstückchen war. Und ich habe den in die Hand gedrückt gekriegt und habe mit dem rumgewackelt. Und der wackelt ja immer so komisch rum. Und ich muss mich da bepisst haben vor Lachen, Wahrscheinlich im wörtlichen Sinne. weil der immer so gewackelt hat, wenn ich den bewegt habe. Und da hat meine Mutter damals zu mir gesagt, da hat die Verkäuferin damals zu meiner Mutter gesagt, dass es unglaublich ist, dass es heutzutage noch Kinder gibt, die sich an solchen Kleinigkeiten erfreuen können. Alter, das ist Bullshit, Rainer. Ja, oh, jeder dafür die Farbe vom Rainer, der als kleines Kind schon was ganz Besonderes war. Und die Leute haben das in ihm gesehen. Hier, The Golden Little Shit Nugget. What the fuck? Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Jedes Kleinkind, dem ich einen Luftballon in die Hand drücke, feiert das. Jedes. Es gibt kein Kleinkind, das Luftballons nicht feiert. Das ist nichts Besonderes, Rainer. Und damit möchte ich mein Video beenden. Denn es ist wirklich so, dass ich damals und auch heute so bin. Jetzt heute mit dem Luftballon in die Hand drückst. Das hätten die Hater am Zaun mal probieren sollen. So einfach den Luftballon in die Hand drücken. Hier, Rainer. Da hätte er sich wahrscheinlich beruhigt. Dann wird es noch ein Radl Wurst dazu geben. Dann wäre er glücklich mampfen mit seinem Luftballon auf dem Hof gestanden. Ich habe kein Interesse an irgendwelchen Millionen oder Milliarden. Ich habe kein Interesse daran, irgendwie groß, reich und berühmt zu werden. Viele YouTuber, Streamer und Schauspieler sowie Musiker sowie Journalisten, viele, die über mich reden, sagen sowas immer, obwohl sie überhaupt keine Ahnung haben, wer ich eigentlich bin. Ja, Rainer.
weil du als Kind gern mal mit einem Luftballon gespielt hast, ist das jetzt der Beweis, dass dein Märchen von ich wollte nie viel Geld damit verdienen, wahr ist. Ist Bullshit, Rainer. Du wolltest immer reich und berühmt mit der Scheiße werden. Du wolltest immer reich und berühmt mit dieser Scheiße werden. Und nix anderes. Und die Tatsache, dass du als Kleinkind gern mit Luftballons gespielt hast, beweist da gar nichts. Ohne jemals mit mir geredet zu haben, behaupten sie Dinge von mir, die einfach nicht stimmen. Und es ist Fakt, dass ich eigentlich ein sehr genügsamer Mensch bin. In der letzten Zeit gibt es mehrere Menschen, die ich im Laufe meiner letzten Monate, wo ich jetzt unterwegs bin, getroffen habe, die durchaus bestätigen könnten, wohlgemerkt könnten, weil Steigen Sie ein, halten Sie Ihre Tickets bereit, der Schaffner kommt vorbei und entwertet Sie. Wir fahren wieder mit dem der Lily Train nach Bullshit Town. Auf geht's. Geplante Ankunft 1920, wo diese Geschichte sicher passiert ist. ich sie gebeten habe, das für sich zu behalten, dass ich eigentlich gar nicht so schlecht bin und bestätigt. Ich habe da mit Leuten geredet, die können das bestätigen, wie gut und toll und großartig ich bin, aber die werden euch das niemals sagen, weil ich ihnen gesagt habe, sie sollen es für sich behalten. Das ist so. Es ist so lächerlich. Oh. Ihr stellt's euch vor, da sitzt er dann wahrscheinlich irgendwie in der Hotellobby und unterhält sich bei einer Zigarre und einem guten Scotch mit irgendwelchen Leuten. Sie sind wirklich ein hochanständiger Kerl. Das würde ich am liebsten der ganzen Welt sagen. Hey, nee, machen's das lieber nicht. Legen könnten, dass mir an Geld absolut gar nichts liegt. Ich habe mehreren Menschen in der letzten Zeit öfter mal was gegeben und was geliehen. Das stimmt auch nicht, Rainer. Wovon hättest du denen denn was geben und was leihen sollen? Rainer, wir können rechnen besser als du. Wir wissen, wie es bei dir im Geldbeutel ausschaut. Und du hast halt jetzt vor kurzem wieder geflext mit, ey, ich habe 40.000 Euro am Konto. Hä? Aber Geld ist dir scheißegal. Aber dann flexen mit der Kohle, die du auf dem Konto hast, obwohl es natürlich wieder nicht stimmt, weil auch das, wir wissen, dass du gut pleite warst vor dem Ranger-Verkauf und für den Ranger wirst wahrscheinlich nicht mehr wie 30.000 gekriegt haben. Definitiv nicht mehr wie 30.000. Wenn überhaupt. Sprich, wem willst denn du Geld geliehen haben, bitte? Wem? Und was geschenkt, weil ich einfach kein Interesse daran habe. Ich habe Interesse an so viel Geld, dass ich leben kann, dass ich mein Leben führen kann. Aber ich habe kein Interesse an Millionen oder irgendwas. Ich möchte keine 100.000 auf dem Konto haben. Erstens mal, weil wenn ich so viel auf dem Konto habe, ich dann immer nur noch mehr will oder immer nur noch mehr ausgeben will. Ja, Rainer, du kannst gar keine 100.000 auf dem Konto haben, weil die brennen dir sofort ein Loch in die Tasche. Wenn du heute 100.000 kriegst, dann sind die übermorgen weg. Weil dann wirst du wahrscheinlich doch wieder irgendeinen unnützen Scheißdreck kaufen. Und außerdem möchte ich auch gar nicht so viel auf dem Konto haben, weil, ganz ehrlich, wenn ich irgendwann sterbe und meine Kinder dann das ganze Geld, ohne dass sie irgendwas dafür getan haben. Rainer, du wirst niemals Kinder haben. Niemals. Und noch dazu, wenn man Kinder hat, dann gönnt man denen das, wenn was übrig bleibt, damit die was zum Erben haben. Vielleicht einen kleinen Kickstart ins Live oder damit die halt irgendwie Rücklagen haben. Ja? Viele Leute legen was auf die Seite, nicht für sich, sondern weil sie sich denken, hey, ich habe Kinder und wenn ihr mal nimmer bin, ja, dann haben die wenigstens dann was davon. Erstens wirst du nie Kinder haben und zweitens ist das Bullshit, was du da laberst. Bekommen, dann würde es letzten Endes so aussehen, dass meine Kinder für ihr Geld gar nicht arbeiten müssten und dadurch gar nicht wissen würden, was Geld eigentlich wert ist. Rainer, du hast keine Ahnung, was Geld wert ist. Du weißt
nicht das Geringste darüber, was Geld wert ist. Weil du nur nie wirklich für dein Geld hast arbeiten müssen. Du hast das Haus geerbt, du hast von Rudi dann nochmal ein paar tausend Euro obendrauf geerbt. Im Übrigen, wenn der die Philosophie gefahren hätte, dann wärst du damals schon auf der Straße gesessen. Dann hätten nämlich deine Mutter und deine Schwester das Haus und das Erbe gekriegt und wäre drinnen gestanden, hier, den Rainer, der wird enterbt, weil dem bedeutet ja Geld überhaupt nichts und außerdem soll der nicht von der Kohle leben, die ich erwirtschaftet habe, weil sonst weiß er irgendwann nicht, was Geld wert ist. Der kann es losziehen und dann wäre die Vagabunden-Staffel nämlich schon 2011 losgegangen. Und das allein ist Grund für mich genug, dass ich gar nicht Interesse dran habe, an so viel Geld. So. Wir fassen zusammen, er will nicht viel Geld haben, damit seine imaginären Kinder irgendwann nichts haben, wenn er stirbt. Wie ich mich gefühlt habe in meinem Leben, bis ich zum Kindergarten gekommen bin, ich war glücklich, soweit ich mich erinnern kann. Aber da ich mich nicht mehr viel erinnern kann, ist es natürlich schlecht. Rainer, man kommt mit 3 Jahren in den Kindergarten. Wenn du da noch 1 oder 2 bruchstückhafte Erinnerungen hast von dieser Zeit, dann ist es viel. Was würdest du sagen? Eine Sache möchte ich übrigens noch anmerken, die mir gerade spontan noch eingefallen ist. Ich weiß nicht, ob die im Kindergarten war oder davor. Ein Nachbarsjunge ist, soweit mir das erzählt wurde, damals hergegangen und hat auch auf dem Sandkasten, wo wir gespielt haben, damals war der Sandkasten an einer Hauswand, an der Scheune, und der ist dann hergegangen und hat mir meinen Kopf gegen die Hauswand gedonnert. Und dann ist Rainer gleich in den Super Transformers-Modus gegangen und dann hat er ihm sauber die Prügeln ausgeschmissen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie weit es stimmt, aber es war irgendwie so, dass mein Vater das erzählt hat und das auch anscheinend mitbekommen hat und dann wohl irgendwie hingegangen ist und selber dem irgendwie eine verpasst hat. Damals war die Zeit ja noch anders wie heute. Ja, damals hat man ja fremde Leute Kinder noch verprügeln können. Das waren noch Zeiten. Nach Hause gerannt zu seinen Eltern und da geheult hat. Er flext gerade damit, dass sein Vater ein Kleinkind vermöbelt hat. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, da glaube ich dann nochmal eine gewischt gekriegt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass mir irgendjemand mal mit dem Kopf gegen die Wand gehauen hat. Wohl so ein kleines Aperitif für die Hater. Gut, dann danke. Er kriegt es nicht hin. Er kriegt es nicht hin. Er provoziert ja nicht. Er kriegt es nicht hin, hier diesen Scheiß über seine Kindheit und seine Kindergartenzeit rauszupimmeln, ohne am Schluss noch mit die Hater anzusprechen und anzudeuten, dass er ihnen gerne den Schädel gegen die Scheunenwand donnern würde. Weil er provoziert nicht und er ist auch nicht der Gewalttätige. Nein, 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 nein. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Wann ich die aufnehme, beziehungsweise wann ich die verarbeite und hochlade, kann ich euch noch nicht sagen. Ich überlege gerade, ob ich die direkt im Anschluss aufnehme, aber ich werde sie, wenn dann, erst in 1-2 Tagen hochladen, weil ich möchte nicht jeden Tag ein Video hochladen. Weil wenn ich jeden Tag ein Video hochlade, dann habe ich in 1-2 Wochen wieder keine Videos und keine Ideen für Videos. Das ist die Ausrede, warum er nicht mehr Videos hochlädt, ist, dass ihm sonst die Ideen zu schnell ausgehen. Rainer hat gedacht, du hast hier 2 Dutzend Videoideen für diesen Podcast. Das sind 24 Videos. Wenn du jeden zweiten Tag eins rauspimmelst, kommst du damit über 2 Monate easy weg mit deutlich mehr Content als im letzten halben Jahr. Wobei ich bis dahin vielleicht Ideen für genug Podcasts habe. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Ideen für andere Podcast-Folgen habt, die zu dem Thema meines Heranwachsens oder meines Lebens gehören, schreibt die bitte mal in die Kommentare, wenn ich die Möglichkeit dazu habe oder wenn ich denke, dass das nicht in dem und dem Video sowieso vorkommen wird, das Thema. Mich würde zum Beispiel wundern, wie oft Rudi deinen Kopf gegen die Scheunenwand gedonnert hat. Das ist wahrscheinlich mehr als einmal passiert. Dann kann ich das gerne noch als Einzelseparatfolge mit reinnehmen. Ich werde auch gerne in der nächsten Folge noch ein bisschen auf die Kommentare eingehen, wenn da positiver Content dazu gekommen ist. Auf jeden Fall werden das wohl mindestens 15, 20 Folgen, wenn alles gut geht. Vielleicht sogar mehr. Du hast am Anfang von 2 Dutzend geredet. 1 Dutzend sind 12. 2 Dutzend sind dann 24. Haut rein, bis dahin, euer Drache und tschö tschö. Ja, tschö, tschö,
Rainer. Ja, es war unterhaltsam. Es war nicht annähernd so Blutdruck erhöhend wie die letzten Sachen, die er so ins Internet geschissen hat. Und aber Hanebüchen. Ich frage mich immer noch, wann jetzt endlich die Geschichte mit dem Löwen kommt. Ich will das hören. Unbedingt. Ob das dasselbe Kind war, das Rudi verprügelt hat und sich dann die Eltern praktisch als Selbstschutzzwecken einen Löwen angeschafft haben, man weiß es nicht. Wir werden es herausfinden oder wahrscheinlich auch nicht, weil, wie gesagt, Ankündigungslord Deluxe, er hat 2 Dutzend Themen. Mich würde es wundern, wenn das zweistellig wird, das Format. Wie bei seinen ganzen anderen Formaten, das macht er jetzt einmal, vielleicht macht er noch eine zweite Folge und danach geht es wieder los, wieder vor, die Hater. In diesem Sinne, vergesst nicht, tut nicht, was Rainer tut und Metal Off.